Das ist ein Appell an die Jungen und an alle Stimmberechtigten von der Schweiz. Ich kann nicht mehr zuschauen, ohne dass ich jetzt nicht wirklich einmal ein bisschen lauter wird. Sonst wird man nicht gehört und es ist eine Bedingung, dass man gehört wird, wenn etwas gelöst sein soll. Liebe Leute, ihr, die noch in die Schule geht, vor allem jetzt sind gemeint, liebe Leute, ihr habt das Gefühl, das, was ihr im Schulstoff, im Lehrstoff überkommt von der Schule, sei einfach so Lobbyisten befreit und neutral. Und das sei dann euer Wissen, das ihr da habt. Und da kommen gewisse Gruppen auf euch zu und hacken euch einfach voll mit dem. Und merken die nicht, dass das ein Irrweg ist. Wenn ihr wirklich wissen wollt und nicht meinen, dann geht selber auf die Piste, geht recherchieren und frei von irgendwelchen Vorurteilen. Das, was ihr der Welt hier verkünden wollt, das ist nichts anderes als ein Mithelfen an einem gigantischen Verbrechen, an einem Diebstahl und gleichzeitig an einer extremen Körperverletzung und bis zum Genozid. Das Ausmaß das erste Mal zu erfassen, das braucht viel. Und da braucht es auch Mut, da dahinter zu gehen. Wenn ich aber im Leben immer wieder sehe, gibt es immer wieder Menschen, die auch Mut haben, die nicht nur ihre Wut leben, sondern den Mut leben. Und das ist eine Bedingung, dass das Wahre und das Wirkliche wirklich auf den Tisch kommt. CO2 ist nun mal um Himmels Willen kein Treibhausgas. Das ist es nicht. Es ist nichts von dem. Gar nichts. Und CO2 ist sehr bedinglich, sogar, für das Wachstum des Lebens auf dem ganzen Planeten. Und das sind nicht nur Pflanzen gemeint, oder Sauerstoff machen, sondern das sind auch die biologischen Einheiten wie Tier und Mensch gemeint. Wir brauchen das auch. Uns geht es besser mit ein bisschen mehr CO2. Wir haben eher zu wenig. Das ist kein Witz. Das kann man vielfach nachlesen. Ich werde euch hier keine Links tun. Ganz bestimmt nicht. Nein. Das könnt ihr selber finden. Und das sind ihr sehr schnell. Finde ich, ganz bestimmt. Wenn ihr wollt finden. Die CO2-Lüge ist eine ganz grässliche Kasse. Eine der grössten der Welt. Eine Billionenkasse. Nicht Milliarden. Billionen. Ist ein bisschen viel, oder? Und wo geht das Geld hin? Das weiss man eben nicht so ganz genau. Man weiss aber, dass zum Beispiel ein Herr Gore, der Al Gore, mit seinem Vortrag vor einem Jahrzehnt, ist das jetzt her, ziemlich viel Geld machen konnte. Er ist auch ziemlich dick in der Verwaltung von dieser Kasse. Kurz davor ist er vor einem Bankrott gestanden. Ja, jetzt ist er 3-stellig Millionen reich. Man sollte sich da mal ein bisschen überlegen, wem es jeweils nützt. Weil denen, wo man sagt, soll es nützen, nützt es nämlich noch immer nichts. Gar nichts. Das wird dann in Firmen gesteckt, die dann eben gleich nicht sauber arbeiten, die noch immer gleich räuberisch unterwegs sind und an Ort, wo sie die Rohstoffe aus der Erde rauszehren oder wo auch immer aus dem Berg rauszehren, krepieren Menschen, müssen Kinder einfach zu Tod geschafft werden. Und nein, Himmel einmal. Und das im 3. Jahrtausend, wo man eigentlich von einer Entwicklung vom Geist redet.
ja schon vorher stattgefunden hat, aber wo man davon wirklich redet. Also hey, hallo, wo sind wir? Es ist alles nur noch in den Abartigkeiten. Schaut die Sachen noch ein bisschen genau an. Diese Dinge nützen ganz Haufen Sachen, die dann verdeckt werden, die nicht gesagt werden, wo nicht mehr darüber geredet wird. Diese Dinge vom CO2 ist eigentlich nur ein riesen Tuch zum Überdecken von ganz anderen Müll, wo wir anschauen und ändern. Hören auf mit dieser CO2-Lüge. Und hören auf mit dieser Klimaerwärmungsgeschichte. Wir können hier nichts machen. Das ist ein kosmisches Ding, das die Sonne beeinflusst. Und allenfalls auch mal grosse Vulkanausbrüche, wenn es dann Abkühlungen gibt. Ja, das ist. Und könnt euch mal kundig machen, wie viel CO2 das in der Atmosphäre überhaupt hat. Ja, da werdet ihr staunen. Und dann müsst ihr euch kundig machen, wie viel das von dem CO2 vom Mensch kommt. Und dann werdet ihr sehr schnell. Ich sage jetzt hier keine Zahlen. Ich weiss sie auswendig. Ich muss es jetzt hier nicht sagen. Geht selber schauen. Und dann könnt ihr mal den Verhältnisblödsinn einfach mal auf den Tisch legen bei euch selber. Und dann schaut es mal ein bisschen genauer an. Und dann könnt ihr mal auch schauen, was Eiskernbohrungen zum Beispiel sagen. Wir haben schon x-mal viel mehr CO2 gehabt. Ja, und wir sind im Idealklima vom Durchschnitt von 15 Grad, wo die Wissenschaft sagt, das ist ideal. Was habt denn ihr? Kein einziger seriöser Wissenschaftler gibt irgendeine Prognose ab für die Zukunft und sagt, es ist in 100 Jahren so und so warm. Gekaufte hingegen schon. Und Gekaufte sind heute eben leider Gottes Leute, die nur noch Sachen arbeiten, wo sie wissen, dass sie von Lobbyisten für ihre Forschungen Geld bekommen. Und da kann man halt die drei wie bei Studien drehen, wie man will. Man sagt das andere nicht und dafür dieses. Hat dann aber noch etwas Kleines anderes gemacht, was man vielleicht nicht sagt. Und. Nein, es ist grusig. Und es ist grusig, wie kurzdenkend, dass ihr da unterwegs seid. Ich bitte euch wirklich, euch mal ein bisschen schlau zu machen über die Geschichte. Ja, das bitte ich euch. Macht das. Und dann schaut mal, woher das Geld überall herkommt, von diesen Push-Aktionen, die da laufen. Greta Thunberg zum Beispiel. Ganz eine fiese Geschichte. Wo man wieder einen Mensch benutzt hat, der später das Leben lang ein Problem bekommt, wenn sie es selber erkennt. Weil jetzt ist sie so beeinflusst, dass sie es nicht erkennen kann. Das ist eine tragische Geschichte, finde ich. Ganz eine tragische. Und bei vielen anderen Sachen läuft es auch so. Das ist das Klima. Und der Klimaschwindel zum Beispiel, also die Drohung von der Erwärmung von 2 bis 6 und 8 und weiss der Gucker, wie viel Grad das überall wieder von diesen und diesen Seiten, und dann sieht man sehr schnell, von welchen Seiten gerufen wird. Die Drohung, die rechtfertigt dann schlussendlich Solar Radiation Management. Das ist das, was sie seit 20 Jahren bei uns schon machen. In einem grossflächigen Versuch, wo es eigentlich nur ein paar Tage gegeben hat zwischen ihnen, wo sie es nicht gemacht haben. Und das ist jetzt offiziell. Kein Mensch reklamiert, kein Mensch ausser die Schweiz hat offiziell eine Petition einreichen bei der UNO und ist an die Wand gelaufen. Aber die offizielle Schweiz, Bern, Bundesrat, hat offiziell eine Petition eingegeben. Dass wir das zuerst genau anschauen auf der gesundheitlichen Basis. Und das hat niemand anders als
Bundesrätin Sommaruga gemacht. Das ist nicht nichts. Das ist immerhin etwas. Und mit der Schweiz sind auch ein paar andere Staaten auch dabei gewesen. Ja, man sieht also, man hat gar keine Chance mehr. Denkt man. Genau, wenn dann aber Völker aufstehen, dann sieht es anders aus. Oder wenn Völker entscheiden. Unser Luftraum können wir schützen bis zu einem gewissen Grad. Natürlich hat der Luftraum keine Grenzen wie eine Zollstation. Natürlich ist das nicht. Und kommt es von Frankreich her, meistens. Oder ja, es kann auch mal von Norden her kommen, aber meistens von Frankreich her. Ja, und die tun natürlich wie verrückt. Macron weiss schon warum. Weil das Material, das da oben rausgeflogen wird, dass das passiert, dass so ein Schild kann entstehen, das sind ja immer Kondensteile und das sind Nanopartikel. Wir haben eine Gravitation, wir haben eine Schwerkraft. Alles, auch wenn es ein Nanopartikel ist, kommt oben runter. Alles. Irgendwann. Und wir, biologische Wesen hier, wir haben eine Atmung, wir haben eine Lunge. Und diese Partikel, die gehen in die Lunge rein und direkt ins Blut. Und einige davon überwinden auch die Blut-Hirn-Schranke. Zum Beispiel Aluminium, das auch eingesetzt wird. Barium, Strontium, Arsen und. Das wird eingesetzt. Und das schnaufen wir ein. Und da beobachten wir in den letzten 15 Jahren eine dramatische Ansteigung von sehr vielen neuen Krankheiten. Und eine dramatische Ansteigung von den neurologischen Krankheiten. Und die haben sogar jetzt das Nummer 1 überholt, Herz und Kreislauf. Ja, neurologische Erkrankungen sind jetzt auf Platz 1. Und auch Todesfolgen auf Platz 1, neurologische Erkrankungen. Das sagt doch etwas. Und das sagt genau das, weil genau das kann ausgelöst werden durch diese Stoffe. Weil die wirken dann neurologisch. Und wie? Aber nein, es ist ja seit ein paar Jahren so, alles, was man sieht, was wissenschaftlich so beschrieben ist, wie man es sieht, ist nicht das, wird gesagt. So werden wir behandelt von der Politik und von der sogenannten Wissenschaft, wo Fragen einfach zum Ausklammern irgendwo in die Ecke stellen. Das ist ihr Hobby geworden. Schliesslich muss man ja schauen, wer das Geld gegeben hat. Und die Hand, die füttert, die beißt nicht. Passt dir auch sehr gut. Es sollte schon auffallen. Liebe Leute, macht euch schlau über den Klimaschwindel, über Geoengineering, was da abgeht. Die sind so schamlos unterwegs und kennen keine Grenzen. Und das nützt Interessen, wo keiner von euch will unterstützen. Mit Sicherheit nicht. Es ist in vielen Themen so. Das ist jetzt eines der Hauptthemen. Eines, was ganz wichtig ist, genau Gleiche reinzielt, sind die Impflügen. Und kooperierend mit dem auch die Lebensmittelindustrie. Und die Pharma, so oder so. Die Pharma hat da ganz dick Finger rein. Auch beim Geoengineering.
Langsam sollte es Glöckchen läuten, denke ich. Wenn ihr in die Schule geht, dann holt die Sachen ab für die praktischen Dinge. Dann könnt ihr auf Nummer sicher gehen, dass es das auch ist. Also Rechnen, Mathe, Deutsch, Sprache, Schreiben, Lesen und die musischen Angelegenheiten oder Angebote, die es dann eventuell hoffentlich auch gibt. Allenfalls auch Sport. Die restlichen Sachen, denke ich, sollten wir mit Vorsicht geniessen. Es ist immer nützlich, alles einmal anzunehmen und dann anzuschauen. Und dann kann man gewisse Sachen wieder weglegen, die man sieht, wenn man selber unterwegs ist. Im Wollen lernen, im Wissen, Wollen haben, kann man einige Sachen wieder weglegen, weil man sieht, dass die einfach nicht stimmig sind und andere Sachen gewesen sind. Und dass man aus, wie soll man sagen, aus Imagegründen so etwas dann nicht mehr will drin haben. Oder entfernt hat oder drin tun hat und nicht einmal stattgefunden hat. All das gibt es. PR-Industrie ist eine ganz fiese, militärische Angelegenheit geworden. Das kann man wirklich so sagen. Es sind wirklich militärische Allüren und Aspekte im Raum. Liebe Leute, wenn ihr wählen im Herbst, dann schaut darauf, dass ihr Leute wählen. Schaut mal darauf, dass ihr gar nicht auf Parteien schaut. Schaut darauf, dass ihr Leute wählen, die klar machen, dass sie für das nicht einstehen können. Also für die Klimalüge, für die Impflüge, für die Pharmalüge, die da sind. Oder Leute, die Glyphosat unterstützen. Solche Leute sind nicht wählbar. Das geht einfach nicht. Solche Leute haben entweder etwas nicht erkannt oder wenn sie es schon erkannt haben und das durchziehen, dann ist es dann noch verderblicher oder schlimmer. Diese Leute sollen jetzt weg vom Fenster. Was wir brauchen, sind Leute, die fürs Volk und fürs Land da sind und nicht für partikular interessierte Kreise, die ihnen einfach einen Haufen Stutz bietet oder Vorteile bietet, irgendwelche. So nicht. Für uns oder nicht. Weil dann ist es miteinander und dann kann es auch Früchte tragen. So läuft nur das Sklavensystem weiter, in der modernen Form. Aber durchaus teilweise so giftig und pressend, dass es nicht mehr schön ist. Wir brauchen das nicht in der Schweiz. Schauend bei den nächsten Wahlen, wer wählt. Und hinterschauend die Lügen. Macht euch auf die Piste. Wenn ihr euch wirklich als Lernende anschauen wollt, dann macht euch auf die Piste fürs Wissen, fürs wirkliche Wissen. Und tüend aus eurem Ganzen entscheiden. Sind in der Einsicht in Kopf, Herz und Bauch. Und wenn nicht alles miteinander vereinbar ist, dann stimmt etwas nicht. Schaut für euch und euer Leben und das von eurer Liebe. Und wählt keine Idioten, die eurem Leben eigentlich egal sind. Oder umgekehrt besser gesagt. Das braucht es nicht. Weil, Idiot ist in diesem Fall dann ein lieber Begriff. Ist es leider. Wählt klar und deutlich fürs Leben im Herbst. Danke fürs Zuhören und wenn ihr Lust habt, abonniert meinen Kanal. Vielen Dank.